Wir sind in unserer Serie von einfachen Menschen, von Gott gebrückt. Und wir sind von der, weil nicht alles hier in unserer dritte Klasse. Wir haben uns für Sonntag eine Hausaufgabe mitgenommen. Haben erst für sich die mehr gemerkt, die Jünger anzuteilen in verschiedenste Gruppen. Oh, wow, ja, muy bien. So, fangen die Gruppen oder fangen die nicht Gruppen? Du glaubst, ja, muy bien, oder je alles. Habe ich Gruppen gefangen? Hast du erst von jemand, warum sagen, was nicht dort tun? Ah, okay, du, muy bien. So, wir haben Gruppen von Jüngern, und ich will dann mit jemand taub, der einmal hier abschreiben. Erste Gruppe. Wer hier alle zu der ersten Gruppe? Muy bien. Pedro. Jakobus und Johannes. Sei immer jemand Isaiah einverstanden? Gut, so wenn ihr diese Liste habt, das ist der einzige Liste von der Ola, wo ganz der Neuen Testament rein einmal Petrus das erste erwähnt. Diese drei Freunde, die haben einmal in ihrer Liste den ersten, den Petrus abgeschrieben. Und wir hören noch Luther noch mehr davon. Zweite Gruppe. Andres. Okay. Felipe. Okay. Und Nathanael. Muy bien. Die dritte Gruppe. Ah, du fängst bis diese Gruppe. Okay, warum muss ich wieder noch mehr Gruppen haben? Hä? Thomas. Mateo. Hä? Muy bien. Ich will das unterscheiden. Santiago. Okay, und dann noch die letzte Liste. Hä? Tadeo, okay. Der andere, muy bien. Hä? Judas. Okay. Und der letzte Judas, oder der Judas, der ist immer das letzte abgelässt. Stimmt das? Pobrecito. Okay. So, wir haben hier dann nu eine Feiergruppen von 3 und wir haben dann unbedingt eine Verantwortung, die neue testamentliche Geschichte von Jesus mit seinen Jüngern zu betrachten im Licht von dieser. Wir haben uns vorher nach erwähnt, dass wir ganz unbedingt eine solche enge Gruppe, die mit Jesus taub verschiedenste Dinge belebt. Ich persönlich glaube, dass ganz bütterjähnlichste wir die Verherrlichung, die am Buch begegnen, weil Elias und Moses du auch verdacht haben. Ich stelle mir mal so vor, dass wir so der Spatz von der Leben, okay? Der nur sterben in den Himmel, wenn Jesus nimmt sich dem hat, das wird noch besser. Aber eine Lebenszeit kann ich mir nicht feststellen, dass du erst was als je warst, wo du bitte als also diese 3 Jungs wir noch am Buch, Jesus wir noch einmal von Jesus unterdachen, Moses und Elias kämpfen da und da wird der Beweis, dass Jesus als so viel geraten aus all und ever was jemals zu sein gewesen ist. Und der hat das Verreich durch mitzumachen. Fällt erst noch eine Geschichte bei, wo die 3 Jünger, die besonders mit Jesus taub erleben. Okay, sehr gut. So, wir haben die Transfiguration und dann haben wir noch den, was du für besonders? Den nehmen die Matt noch ein bisschen wieder und was sollen die tun? Und was tun die? Ja, was. So, dat wir besonders, bloß dass wir eine andere Art besonders, nicht? Jesus weiß, was alles
Jesus tot zijn. En dat ze wisten nog niet. En daar de uren vallen even bloos uit toe. Dan hebben we de tweede groep. Hier is dit. Wat is een bijzondere geschichte van die? Ik dacht dat we bij de derde groep uitschulen. Maar bij de tweede al eerst, dan moeten we ons Nieuwe Testament nog met lezen. So, wenn ihr ein Papier haben und ihr diese Gruppen noch nicht haben abgeschrieben, dann schreibt ihr das mal an. Und dann bekickt die Geschichte der Neuen Testament am Licht von, was passiert mit diesen verschiedensten Gruppen von Jüngern und was du für Besonderes an. Du ist ein Teil interessant zu beobachten, wenn wir die Geschichte von Jesus mit seinen Jüngern taub lesen und dessen Fall. Du würdest mal reich sein von jemand, wenn die würden die Nummers alle, du hängst an, eine Geschichte abschreiben, wo das Neue Testament uns verteilt von jedem Einzelnen von denen. Wir denken, und uns fällt einmal bloß diese Jungs bei. Und das ist nicht für uns, das sind die, die durch Rückstörung an alle Hinsichten haben. Die haben all diese interessanten Ideen. Wer weiß wohl von den Jüngern, die wären, wer du zu Jesus in Beten oder du viel von Himmel fällt, dort diese Stadt hier bis verbrannt. Wer wäre noch? Da wären diese hier. Ja? Ja. Die wird der Mut fallen und dann sagen die Jesus, dort sagen wir Nummer 4 von Himmel fallen, dann wird wir alle auflaschen, alle Fleisch empfangen. Dort wird eine so interessante Begebenheit. Ich glaube, das ist für uns wichtig, dort wie diese Menschen besser kennenlernen. So, ich will nicht irgendeinen Hosenstich abführen. Jesus ist immer das Zentrum von uns Glauben, auch das Zentrum von uns Verlangen, ähnlicher zu werden. Das hilft uns als Menschen so viel, wenn wir die Menschlichkeit von Jesus seine Jünger sein. Wir haben den Mutstock verwechselt. Jesus ist uns Vorbild, wo wir hin wollen. Und das ist reich, das ist unbedingt reich. Wir wollen so sein, als Jesus selbst wird. Und wir haben jeder da Wurzeln haben. Wir haben aber an uns, ich weiß nicht wieso, aber wir haben ein Bild von all den Menschen, die Jesus brücken dort, zum das Evangelium wiedergeben, wir bessere als wir. Und dann kriegen wir uns so schwer und Arbeit. Wenn dann mit wir uns mit einem perfekten Mutstock, dann sagen wir, okay, der Jesus seine Jünger, dort werden so eine Hände, und ich sie so Michelsparker abgewaschen, das schaffen nicht. Und dann spinnen wir durch. So, wenn wir diese Geschichte von der Einstieg wieder merken, dann nehmt ihr diese Listen mit nach Hause, dann schrieb wenigstens hängt jeder ein von diesen Jungs eine Begebenheit an. Und wenn die keine Begebenheit fängt, dann lädt er aber ich glaube, die waren eine Fing. So, sieht mal da besonders die ersten 5 Bücher vom Neuen Testament und schrieb du mal eine Geschichte an. Was hat Jesus mit jedem Einzelnen von denen belebt? Und das wird uns helfen, dass wir dort uns selbst vergeben können, dass wir für uns so kalt kommen und wow, ich sehe ein so einfacher Mensch. Aber dann kommen durch die Entscheidungen, was wir treffen sollen. Wir wollen uns nun zum Anfang lesen, 1. Korinther Kapitel 1. 1. Korinther Kapitel 1, Vers 27 bis 29. Ich will erst 26 lesen, dann kann ich von 27 bis 29 lesen. Das sagt du es dit. Brüder, denkt darüber nur, wo wir aus Gott wählen. Du wirst nicht viel Wesen, nur menschliche Mut, nicht viel so starke, nicht viele, die in der Gesellschaft hoch stünden. So, der Brief von 1. Korinther ist unbedingt nur der Kirche an Korinth geschrieben und macht frisch
der sagt nicht, dass du wirst bloß Wort von den Kirchenmenschen gewählt, die Kirchenchristen wir von Gott gewählt. So wenn du von dir hier bist, dann war das erste Ding mal klarstellen. Wenn du hast Gnade gekriegt, wenn Gott hat dir Glauben geschenkt und du frei geworden bist von Sinn, dann bist du gewählt. Nicht um hier kommen die Bank abwärmen, zum Evangelium wiedergeben. Du hast keiner ausgeladen. Und das ist so abfällig, dass Paulus schrieb in den Korintherbrief, und dann sagt er zu dir, überleg mal. Und dann überleg mal, für Gott Glauben schenkt. Dort sagt du, denk du darüber nur, dass wir aus Gott wählen dort. So, das Bild dort passiert. Und wir haben diese Weihnachtszeit Zeugnissen gehört, ein um anderen. Und wir wollen schon aufrichtig sein, dort, wir haben ein Bild von, wo das sieht, wenn Gott erst wählt. Das glückste nicht über. Und dann passiert du was, und dann verändert das. So, da sagt hier, du wirst nicht viel Wesen, nur menschliche Mut, nicht viel so stark, nicht viele, die in der Gesellschaft hochstehen. Du hast du mit ein Vergleichsmerken, nicht mit wer du nu bist, aber wer du wirst, für Jesus die Rat. Und dann will ich ja du lesen von Vers 27 bis 29. So gut. Hier ist dann nu der Punto de vista. Alles, was wir an diese Jungen sehen in uns selbst, weil hier steht mein Kranz mal nach Mensch anschreiben. Okay? Das Text, der merkt doch ganz klar, dass du sind zwei Seiten von der Geschichte. So wir können auswählen, mit der Welt erüben und uns nun zu checken. Und das ist, was gewöhnlich passiert. Wir meten uns taulich mit den Nubasch, mit den welchen Menschen, mit ja, ein anderes Rezept von was wir in aller Familie glauben. Hier so, am Kapitel 1, Vers 27 sagt er, aber was die Welt aus Ansehen ansagt. Da meint es viel, dass die Menschen in Korinth haben auch nicht gedacht von, dort an die Leben jetzt billig nun zu checken. Und meint auch. Du kannst entscheiden, mit welchen Uhr du an dein Leben was nun checken. Du kannst noch einmal du sagen und sagen, die Welt sieht mich aus Ansehen. Das ist deine Entscheidung. Ganz frei. Und Paulus sagt, das passiert. Dein Leben hat sowieso einen Mutstock. Du kannst bloß wählen, wenn du was checken. Also, sagt Paulus, du nur die Welt, wir die Korinther zu nichts zu bringen. Dann sagt dort, wenn wir du wieder lesen, aber was die Welt aus Ansehen ansagt, will Gott, um die Weise zu schon zu machen. Dann hat Jeff dort noch andere Seite von der Geschichte. Und du kannst an dein Leben non checken. Mit Gott seine Augen. Ganz bestimmt, wo wir die Korinther kennen und einziehen und andere sie non checken, dann wo wir sagen, ja, die Menschen werden reich, die Korinther werden zu nichts bringen. Wir können uns aber auch wählen, mit Gott seine Augen non zu checken, und bewusst zu sein, oh, wenn Gott dich Not schenkt, dann meint so viel, dass Gott kann nicht was Arbeit bringen. Und das, was mit deinem Leben passieren kann, das ist deine Wut. Kein anderen Sinn. Du kannst entscheiden, ob du dein Leben leben am Schatten von was die Welt und die sieht. Oder du kannst zu Gott sein, weißt du, hier sehe ich. Brauch mich mal. Die Entscheidung liegt ganz allein an dich. Und 1848 wird
die tweede Tochter geboren bij een familie waar de Vater super war en de familie sehr Angst en vertwijfeld leeft. Deze familie wir de Vater, de Mutter en 4 Kinder en de tweede dochter, of de tweede kind wie in de maal, die heet Mary Slessor. De Vater wird ein sehr weiser Mensch und der versaugt alles, was du im Haus war. Der älteste Bruder starb an Krankheit und als Mary 11 Jahre war, musste Verfall schaffen gehen. Wenn dort, was dem armen Haus brach, das regt nicht tot, um dem Vater seinen Süßstoff betonen und die Kinder zu essen geben. Mary und ihre Mama gingen jeder Sonntag zur Kirche. Krijg nog wat van de haal die thuis hadden. Jeder Sonntag in de kerk werd door een bericht vergebracht van een missionair wat in Afrika schaffen deed. Wenn de oudste broeder gestorven was, had de mama die gedacht dat de derde wordt een missionair was. Der Leben ging zo om dat de moesten naar een grote stad trekken. En dus Mary schafft een Zeigfabrik. En wenn die so klein van je was wie, dan brukten die malt bij de machine, waar dat Zeig taupflechten, der du hänger, mangt de Bänger zaten. En dan wanneer du een band aufreit, dan moest du ran den Taupbäng. En de kleine Mjal van 11 jaar schafft 16 Stunden dag. Omdat du 2 Wachjes am Tag schwer. Als der Vater sich endlich hat durchgesucht, dann ging das Leben ein bisschen leichter. Aber ein kleines Stückchen nur dem starb der Dritte jung, auch an einer schlimmen Krankheit. Mit das Jung starb, ritt in diese kleine Mary erst wie die Hoffnung auf, dass in ihrer Familie wurde noch mal ein Missionar geben. Der schafft in dieser Fabrik, bei der 27 Jahre alt ist. Der hat sich nicht befreit, aber der hat jeder Sonntagschule geholt. Der hat Erleben Gott angegeben. Und weil sie 26 ist, und wenn du in der Fabrik sitzt, bei dieser Maschine, wo du Zeichen merkst, dann wird er auf einmal und sagt, Gott, merkt mich ein bisschen nur. Der schrift einen Brief nur der Missionsorganisation, die fort zur Bibelschule in een klein stukje Luthers am Schapa am China, am Afrika. Die leeft ihr Leben in Afrika mit ihrer schmakke rode Haar en ihr lichtet Gesicht, man packt schwarze Menschen. Gott brückte auf so einen großen Orten Wies, dass die Orten Rechter an dieser schwarzen Gesellschaft. Und wenn man an Trouble ist, dann ist das, wenn Gott selbst in einem Mangobaum sitzt und Gerechtigkeit utteilt, wenn das so früh ist. Und der glaubt, so sei an Gott, dass Gott die brücken kann. Ein Menschenöl hat es mehr als keine Zukunft. Der wir so arm aus arm werden können, der den schlechteste Vorbild von dem Vater, wo ein Vater können sein. Und der hat eine Wohl und wenn sieht, weil ich um mein Leben anchecken. Der Wohl ist von dir, für die kriegt die Salje. Du kannst entweder die Frucht sein von dem Fluch, was erst wer entscheidet hat. Oder du kannst entscheiden, die Segen zu sein, was Gott durch die Welt auf ihr bringt. Die Entscheidung ist ganz allein deine. Wir wollen uns
ein paar so solche Geschichten durch die Bibel bechecken. Und wir wollen uns dort bewusst machen, wirklich bewusst, dass Gott braucht nicht deine Kraft, deine Weisheit. Gott braucht Menschen zum sein Werk beschicken. Wir wollen uns die Geschichten ein klein bisschen bechecken von Moses. Wir wollen die Geschichte nicht lesen, wenn uns die Zeit nicht tut, aber die ganze Geschichte von Moses, die fängt am letzten Kapitel an 1. Mose an und die geht wieder ganz durch die ewige 5 Bücher Mose, aber die Hauptfutung würde wir können sagen als 2. Mose. So 2. Mose ist das Buch, wo die Geschichte abgeschrieben ist von dessen Moses. Und wir wollten, dass Moses hat ein Teil eng, ein Teil hoch und ein Teil dort Fashion belebt in seinem Leben. So Moses wurde geboren als ein Sklave. Dort ist vielleicht nie verjüngt, aber wenn wir uns so richtig nennen, Moses wurde geboren aus dem Sehen von einem Sklave. Wenn wir uns die Frau aus Moses können, dann auch der Zeit geboren worden, dann wo wir sagen, nee. Stell dir mal vor, Moses und Eltern sind Sklaven, dann scheint freie Welt. Dann du tau, dort als Moses geboren wird, dann sollen alle Jungs dort gemacht werden. Moses wäre jung. Also, die 2 Dinge wären alle nicht fair. Dann, als Moses seine Mama, und sein Vater wurde wenig erwähnt, aber ich stelle mir mal so vor, dass es ein Projekt war von 2, und der fleischenden Karpfen saßen dem Armbengel auf dem Futter. Und auf ersten Art und Weise haben sie sich vorgenommen, den Jungen durchzukriegen. Wenn erst von uns sich diese Komparation nicht merkt, dann sind wir alle nicht in eine schlechte Lehre geboren worden. Du willst auch mal anstimmen, nicht? Keine Eltern wären freie Lied. Und kein Soldat würde dir den Kopf aufhaken, wenn er die gefangen hat, weil du geboren wirst. Also, du wirst zu einer relativ feinen Gelegenheit geboren. Dann, wo wir an, dort Moses wusste ab bei seiner Mama, aber der kann eigentlich nicht sich durch sich merken, wenn die Königstochter hat sich den Tau geeint. Und dann dat das hier was, aber das war das nicht einmal das Schönste. Wenn du das gewiss, erst ein Tag, wo der König seine Tochter kam, und der wird mich mitnehmen. Und der wird groß aus dem Wesenkind. Du wir, was so positiv mal be, Moses wird belehrt an alle Weisheit, was die Welt zu der Zeit beiden kann. Das lesen wir in der Apostelgeschichte. Moses wuchs ab als ein Utbund in der Königsfamilie. Da wirklich kriegt du, wo das möglich ist, wird sein. Weil Moses endlich groß ist, dann hat er eine Entscheidung gemerkt, sein Volk zu halten. Und er hat dort an sich klar, der Hebräer, dort sind meine Kompass, auch für die Anstunde. Und dann geht er hin, dann halbt er durch, und dann beim den Halten hat er ihm dort gemerkt, und dann geht alles Loch an. Der kriegt Angst, und am nächsten Tag beschuldigen die den, wer eine Hand leistet die. Dat du was trägt ans Dorp kommen und sagen, was er macht. Was uns auch dort hier. Und Moses packte Angst von dem Versager. Und der ran weich. Alles, was er hat gehabt. Der wie 40 Jahre alt, will sein Leben zu gründen. Von einem Sklavenkind, nur Leben, nur die Königsfamilie, nur ein Wesen. Kind vom Frischen. Der bist dat in der Wüste rum und der fängt durch eine Arbeit in der Früh. Und so 2. Mose uns die Geschichte vertelt, lebt Moses so dicht bei allein als er geht. Der beselt sich mit der Schubtaub auf dem Fleck rum. Und wenn ihr das nicht wissen, da wir nicht bloß ein Tag und nicht 2 Werk, da wir 40 Jahre.
Und die 40 Jahre, alles Arten belebt hast, und dann noch 40 Jahre, die aus dem Versailles gefällt hast, und für dein Leben ausgestärkt bist, ich stelle mir mal so vor, dann bleibst du nicht so viel Hoffnung für das Leben ewig. Und wer weiß, vielleicht leckt dort dein Leben von dir. Aber dann passiert wird, wo wir jetzt gelesen haben, an 1. Korinther. Du brennst ein Bosch. Und Moses ihn nicht gelassen, nicht doch, der geht in den Bosch, und was weiß nur? Der begegnet sich mit dem allmächtigen Gott. Das dann ein Stückchen Action gehen an und sagt, sag mir Mama, du weißt was nicht mehr. Aber Gott fährt ihn in den Nacken und sagt, komm, nu am Mugo. Die nächsten 40 Jahre von Moses, das sind die einzigen 40, was die Bibel uns beschreibt, meist jeder Tag, was passiert ist. Aber nicht wegen Moses, bitte ja eigentlich wir. Wegen Gott braucht Moses auf bitte ja eigentliche Weg. Moses, tja wie mit Welt u non-checken. Da wie ein Versailler. Der klärt ut für sein Leben. Und der kommt terug. Aus der wir das ganze Volk anlernen dort. Du hast ganz unbedingt ein Vorher und ein Nachher. Aber der Switch ist der, was sich mit Gott begegnet. Wir fangen 1. Samuel Kapitel 6, Kapitel 16, der Geschichte von David, sein Anfang. David, sein Anfang war so interessant. So, wie viele Brüder hat David? Weil er es ja mal sagen. Ich dachte 2. Auf. Das ist ein von nicht mehr. Wieso wäre je in aller nicht zu sein? Wie viele Brüder hat David? 7? Auf und 7, aber Halbteil, vielleicht 9. Gut, dann lese ich die Geschichte noch weiter. Aber einmal so in 1. Samuel, Kapitel 16, habe ich die Geschichte, wo Gott hat sich gesagt, dort soll sie nur kommen als verbrücktem König sein. Und dann hast du das Prophet Samuel, der soll sich gehen und nie einen König solven. Und der weiß nur eine Familie, der soll gehen, der hat eine Party angestellt, ich weiß nicht, ob wir mit so aus einer Party, wenn Stall die Muffer, der Prophet ist nur in den Haus gekommen und der hat gesagt, von den Jungs wird einer ein König sein. Ich weiß, dort wie weit in der Geschichte, aber ich glaube, wir haben uns noch niemals nennen, wie billig David war. Und nu weiß ich auch, was kann will, nicht? Die Party wir verfallen gehen, und der wird dort nicht mehr beifallen, dort er noch einen David jung hat. Das ist billig. Das ist nicht bloß billig, das sage ich. Stell die Moffer, du bist der Jung. Und deine Papa hat das selbstverständlich genommen. Dort den David, den Lob dort ist, um zu unterstützen. Das ist nicht fair. Ich vertraue, dass keiner von ihnen hat so einen Führer. Aber wenn die so einen haben, dann sehe ich danach fair. Wenn das meint, an Gott seine Augen, sei ich brauchbar. Und weil Samuel ist der jüngste Läng gekriegt hat, dann sagte hier ist kein brauchbarer Mann. Und das kann Gott Luther fragen, weil sie der andere nicht fan genug wird. Aber dann holen die sich das einen kleinen Rotkopf von einem Schubswehr und ja in den Eileeren Kopf. Das ist er. Und David sein Leben wie eine Switch, wo du einfach holt. Und da wie Gott, da wie nicht David. Charakter wie Moses. Moses hat vorher gelebt. Der lebt bloß noch nur Sturm mit seinen Schubtop. Und Gott holt sich den mit dem Bosch. David sein Leben wie nicht interessant. Und die Familie hat überhaupt nicht mal gebraucht für den. Und dann auf einmal wieder ein Prophet, der kommt und sagt, Gott hat mir gesagt, ich soll die das einlehren, kapiert. Und der war die Geschichte kann wie.
Dafür hat er ein Back gemacht. Nicht, wenn er wie ein welcher Mensch, wenn Gott hat ihn ausgewählt. Wir fingen noch nicht auf so eine Geschichten. Aber ein von denen, was die vielleicht alle nicht sagen, oder einige von ihnen vielleicht auch ja, das ist der Prophet Amos. Amos wie ein Schubshort. Und dort wie ein Ackerbührer. Da wie alles, bloß nicht ein Prophet. Und ich will mal merken, lest das Werk mal das Buch Amos durch. Und dann war ich morgen dort, wann Gott anfängt. Das wird das Leben verändert. Gott verändert Menschen, einfache Menschen, so aus du und ich, en wertvolle, buitengewöhnliche Menschen. Nicht wegen uns, wegen Gott. Wir wollten dort nur Apostelgeschichte 13 nu, dann wären die Apostel, diese Jungs, auch ein Bild davon. Wir wollen nun lesen Apostelgeschichte 13. Du sagst dort, Apostelgeschichte 13. Du sagst dort, als zij zagen wohlmutig Petrus en Johannes wären, und dort zij eierschulde, gewöhnliche Menschen wären, wundern sie sich eben an. Dann wurden sie an, dort die wären mit Jesus topgewachsen. Du kannst der billigste Mensch sein, was du weißt. Du kannst mal den Namen drauf, wenn du weißt. Du hast verbütter gewöhnlich, mehlig für dich. Und das ist dein Niveau. Was du mit Jesus taub. Das ist die einzige Frau, die du wichtig hast für dein Leben. Was du brauchst, wie nicht zum sein, zum Weg, zum nächsten Brücken. Aber Gott hat eine andere Art und Weise von mir nicht. Dann sei ich vielleicht so, okay, dann, wo soll ich meine Nummer hinschreiben, dass Gott mich brücken kann? Und ich wünsche, das ist eine Einstellung. Das ist meine Einstellung. Wenn die Bibel so klar uns lehrt, dass das hat nicht mit Menschen zu tun, das hat mit Gott zu tun, wo fange ich dann an? Und du will ich dann von dir uns ein paar Punkte der Länge, was wir können brücken, zum Anfang mehr. Vielleicht warst du already, du warst nach Afrika für Mission tun, vielleicht hast du auch eine Idee, wo Gott mit deinem Leben will, ich freue mich dazu. Ich will mit dir im Neuen Testament ein klein bisschen checken, was Dinge sind, was wir können tun, um an Gott seine Hand uns nennen, sodass Gott von uns kann, was Brückbares merken. Wir fangen in Lukas Kapitel 16, Vers 10, dort das erste Prinzip, oder der erste Regel, ich will das nicht eine Regel nennen. Der erste Ding, was du kannst tun, ist, sie treu mit deinem Glaubensleben, du wirst nicht das Beste. So, das sagst du so in Lukas 16, dort, der wird treu ist, am wenig, der wird an großes auch treu sein. Nimm die Fair, dort du was jeder kleine Gelegenheit, Gott zu tun, treu sein. Okay? So, wir wollen hier so mal handschreiben, Punkt Nummer 1, treu sein. Lüge nicht, dass wir uns stark werden, die nach Afrika schicken, zum Missionar werden. Du kannst von der all einer sein. Bloß treu sein, und du, wo du von dir bist, merkt den ganzen Unterschied. Jesus braucht das Beispiel, um uns so deutlich merken, dass
so wahrscheinlich wird das nicht anfangen. Du am Laden abkriegen mit einer Arme von Anfang. In dem Glaubensleben fing ich, dass die Bibel lehrt uns, dort wir fangen an, mit den Dingen treu zu sein, wo Gott uns die Gelegenheit gibt. Das ist bloß mal. Das ist ein guter Anfang. Und ich weiß nicht, wenn du von dir mit überlegst, du sagst so viele Dinge, was die befallen. Ich will das tun, ich will das tun. Nur was lehrt das? Go mal. 2. Korinther, Kapitel 12, Vers 9 bis 12. Tweede Korinther 12. Du sollst lesen 2. Korinther 12, Vers 9 und wieder sagt dort so steht. Aber sie nur antwort wir, meine Genut als genug für die, willst meine Kraft als ein schwacher Menschen stark. Du wen redek Läufsten von meiner Schwachheit, dort Christus seine Kraft an mir zu sein ist. Du wen sie mutig, wenn ich für Christus schwach sie, misshandelt war und not sie, Verfolgung und Angst ermacht, willst wenn ich schwach sie, dann sie ich stark. Die meisten Menschen, die sich handkriegen, zum Gott dein, die machen dort down mit flotter gewachsen. Okay? Paulus sagt, der hat voll für Gott gebracht, nimm diese Schwierigkeiten mal von mir weg, dann hat Gott gesagt, das ist der gut. Genau das genug. Weißt du, wofür Menschen mich Frauen, weil dort dort mir hängen stehen? Hat nichts mehr mit zu tun. Keiner weiß, was ich abgerecht bin. Da hat nicht mit meiner Kraft, nicht mit meiner Macht, nicht mit meinem Nichts zu tun. Da hat zu tun mit treu sein. Und erst werde ich fragen, nur eine Geschichte, und du willst eine Geschichte vertellen, nun du. Und wenn die mir klopper durch war, dann sagt das okay. Der Meister will mich brauchen. Also im ersten Fall, entscheide dich bloß mal treu zu sein an dem Moment, wo du bist. Zweitens, nicht glauben, dass du die was kraftvoll fühlst, du warst nicht. Du warst vielleicht nicht schlucken können, du warst nicht essen können, wenn du eine Mehl verdreht hast, du warst nicht mit deinen Kindern jeden überkommen, du warst abgerechnet, du kannst deine Gefühle nicht beherrschen. Und du warst manch all das sein, das ist okay. Der Meister will mich brauchen. Also, dann fangen wir an, treu zu sein, und das Zweite, was wir tun, ist, kreiden und schwach, wie sind. Wir vertrauen darauf, dass Gott kann einen schwachen Mensch zu was Büter gewählt brauchen. Das dritte Ding, was ich unbedingt auf diese Liste handschrieb, der fing in Kolosser, Kapitel 3. Kolosser, Kapitel 3. Kolosser 3, 23 und 24. Du sagst, es steht, Kolosser 3, 23. Alles, was die tun, dort tut von Herzen gern als für Gott und nicht für Menschen. Die wollten, dass die vom Herrn ein Aufgabe kriegen wollen, jeder in dem Herrn Christus. Okay? So, du wirst treu sein, das geschieht finden. Du wirst deine Schwachheit überwinden, wenn du sagst, weißt du was, wenn Gott mich brauchen kann, dann ist es so fett. Das dritte Ding,
wat für mich immer war ein Kampf als mit der rechten Einstellung zu tun. Merkt die Leute, die Dienst zu tun, mit der einzige Ursache als die Dienst, die Meister. Krijg nou wat dat is. Gott will die Brücken, Gott will die eine Schwachheit brücken, aber Gott will die Brücken für arm und nicht für wem anderen. Du waren Dinge an dein Leben verkommen, wo du warst, die so schrecklich so ungeschmerzvoll von Menschen, dass du bleibst nicht unter ewig und sagst, na, kann ich das nicht für Menschen tun. Du warst die Verken, uwesiepers verzeng met die ruitmerken zum eerst wat doen. En dan nachher was je die zoveel dat geen mens als het heb aangeworden dat je je was best. En dan was je maar een terugkomen hierheen. En dan was je te die Salzmann en zei, weißt wat, dat is oké. Dat is oké. Ik kan dat niet voor mensen doen. God doing heeft er nog een sehr hohes Ziel. Nu Matthäus Kapitel 4, Vers 16, dan hebben we nog een sehr wichtige Sache hiermee bij te doen. Dat zegt in Matthäus Kapitel 4, Vers 16 so steht. So, Jesus hat uns ein Gleichnis vertelt von Lumpen und am Lumpenholer sein und all diese Dinge. Und dann sagt du so, hängt an im Vers 16, so lut auch kein Licht für die Menschen schien, dass sie ihnen gute Worte sein, in ihren Vater im Himmel du verloben. Wenn du dein was, wenn du die was an Gott seine Arbeiten angeben, dann lut Gott der ihr. Allerhand. Verjährt von die Salz. Und für die an der Maut sein, was die wir jankern zu haben. Wir sind weit gekommen in unsere 3 Klassen, wo wir uns dann sagen, okay, das erste muss wir anfangen zu sein, wo wir sind. Erwarten nicht, dass Gott die wel eine große Verantwortung geben, wenn eine kleine nicht kostbarig wird. Da muss bloß kriegt du, wo die bist, sein. Punkt Nummer 2. Glaub nicht, dass die warst du noch feilen, dass du gut genug bist oder mächtig genug bist, sondern du warst nicht. Wenn Gott sein Wort das immer höher als was menschliche Kraft handstehen kann. Lass die bloß mal brücken mit Schwachheit ab. Punkt Nummer 2. Das keinmal für Menschen. Wenn du was ich grasslich so und mehr. Dein Dienst einzig und allein für den Leib von Gott. Und dann der 4. Punkt, wenn China dort angeworden ist und China geklatscht hat, Fan, dann gehen wir und sagen Gott, nimm du dort, ich kann auch mal für dich hier tun. Wenn wir diese 4 Dinge an uns Leben wollen handkriegen, dann kann Gott uns beteuerlich bringen. Du kannst entscheiden, mit der Welt erüben und dein Leben anzukicken und sagen, mit mir hält das nicht an. Oder du kannst entscheiden, mit Gott seine Üben und dein Leben anzukicken und sagen, vor dem Himmel, ich sehe hier. Wenn du das bringen kannst, was ich sehe, nun doch. Und nie nicht mehr zweifeln. Weil wir doch beten. Vater im Himmel, Dankeschön, dass du uns Vater bist. Dankeschön, dass wir durch Beispiel von der Bibel so klar sein können, dass du bist nicht hingehauen, nur hoch angesehen oder starke oder bitte eigentlich kluge Menschen. Du bist nur so eine Menschen aus uns bringen, um den Himmelreich bühen. Und wir beten, dass du was uns bringen. Help uns treu zu sein in jeder Lehre,
wo die uns brauchen kannst. Help uns, dort zu tun, klar nun, dass wir schwach sind und uns nicht nur voll. Gib uns die Einstellung, dass wir wollen alles, was wir tun, für die tun. Und dort, wenn wir das getan haben, dort alle Ehe, alle Anerkennung, alle Herrlichkeit mag dienen und dienen allein sein. Wir beten, dass dein Will, was man ganz Wirklichkeit war. Dort beten wir in Jesus' Namen. Amen.